c'est la truc à faire. Kannst du das französische Lied? Un kilomètre à pied, ça use, un kilomètre à pied, ça use le soleil. Heute zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit dem Adrian. Hallo. Hallo, gut, okay. Wir machen heute das Video zusammen, wer es denkt. Und zwar, was machen wir? Du hast keinen Plan wahrscheinlich. Wir machen ein Video zusammen. Nein, ich habe wirklich keinen Plan. Gut, also, ich habe gedacht, ich überrasche dich, du weißt ja schon ungefähr, was es ist. Ich habe da euch auf Insta gefragt, schreibt mir einen Satzanfang rein. Und die sind alle da rein und ich habe natürlich nicht so, fuck! Ich habe natürlich nicht so langweilige genommen wie mein Reiseziel ist, sondern ich habe so ganz spannende genommen, weißt du, die richtig intim sind und cool. Und die gut für den Titel sind. Ja, genau. So muss es sein. Wir haben noch ein Video beim Adrian gemacht, ich habe auch gerne vorbeischauen. Was haben wir gemacht? Wir haben Challenges gemacht, extreme Challenges, und es ist sehr gut geworden. Super geworden. Es wird sehr gut werden. Es ist sehr gut werden worden. Genau. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Also das ist schon Tradition. Das ist echt Tradition! Du fängst schon an. Okay, von mir aus. Okay. Ching, chang, chang. Ça va! Wer hat's da? Jo, du bist, ich muss. Aber du musst, ja, du. So, meine Damen und Herren. Ich bin selber Herren. gespannt, ich habe es wieder vergessen. Oh mein Gott! Ah, so ein Ding ist das. Okay. Ich würde gerne an mir ändern, dass... Boah, das ist ja mega schwierig. Ich würde gerne an mir ändern, dass mein Kopf nicht immer so rot wird. Wenn dann violett, so. Ja, violett. Das Ding ist ja, mein Kopf wird immer rot, aber ich sehe es nicht, weil ich farbenblind bin. Es ist wirklich kein Witz. Andere Leute sagen so, ey, dein Kopf ist mega rot. Und ich so, was so rot? Das ist doch schön braun. So. Du musst die Frage einfach nicht beantworten. Nein. Es ist zum Kotzen. Bist froh, wenn ich frage, musst du sie dann auch nicht Können wir noch schlimmer? Ich glaube. Ich finde es toll an dir. Oh mein Gott. Ich finde es toll an dir, dass du so einen coolen Humor hast. Oha. Das ist richtig geschmeicheltes Video hier, Alter. Zum Glück habe ich die Frage nicht bekommen. Ey, ich bin retard, der schlechteste Mensch im Kompliment machen. Wenn ich allein daheim bin, dann tue ich Opern singen. Also ich kann es zwar nicht gut, aber so kind of. Wenn ich ins Gefängnis könnte, wäre das, will ich... Oh damn, ich bin echt voll brav. Aber du musst jetzt wirklich etwas sagen, was real ist. Also wirklich etwas, was so möglicherweise passieren könnte. Oh, ich weiss es nicht, ich glaube, das wäre einfacher für dich, oder? Oha! Ich würde nicht klauen, ich würde niemanden umbringen. Du kannst auch schnell fahren mit dem Auto oder jemanden überfahren. Ich fahre nicht mal Auto. Ich glaube, ich würde so mit meinem Velo irgendwie aus Versehen umfahren. So einen alten Opi. Ja, aber wegen dem kommst du nicht ins Gefängnis. Entweder du zahlst eine Geldstrafe oder du gehst irgendwie so 3 Tage ins Gefängnis. Das zählt vielleicht auch. Ja. 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 Wenn ich ein Tag das andere Geschlecht wäre, würde ich ausprobieren, wie sich der Orgasmus beim anderen Geschlecht anfühlt. Das ist mich so wunder. Nein, das würde ich sehr interessant finden, weil dann weißt du natürlich noch, was du besser kannst machen. Ich habe noch nie auf YouTube erzählt. Oha, jetzt musst du etwas droppen, was du noch nie auf YouTube erzählt hast. Oh mein Gott! Ich könnte etwas langweilig sagen, dass ich momentan vegetarisch lebe. Das ist schon langweilig, oder? Ja, aber ja, hast du noch nie erzählt auf YouTube, von dem her, das will man sagen, gell? Wenn ich ein Tattoo machen würde, würde ich mir irgendwo hier, so auf der Seite vom Fuß, ich würde mir wahrscheinlich hier also ein Tattoo machen von so einem Berg mit Schnee, wo so in eine Welle übergeht. Das ist ein Berg. Wieso nicht die different? Das haben wir auch schon überlegt, aber das Die Different Logo wäre ein bisschen zu basic. Wenn würde ich so DB, also nicht Die Different ausgeschrieben, sondern DB, so mit einer Handschrift. Aber ich hätte Bock so auf etwas Kleines hier, so ein bisschen auf Surfen angelehnt, das finde ich sehr nice. Oh nein, ich habe dir noch nie erzählt das, jetzt kommst du. Was habe ich dir noch nie erzählt? Ich habe, als ich 6, 7 war, habe ich Meersäule und ich habe aus Versehen, also nicht aus Versehen, ich habe mein Meersäule durch die Spanner abgehen lassen. Und dann ist gestorben? Und ich habe es aufgenommen und es ist über die Kamera gekommen. Ist gestorben? Nein. Oh wow. Aber es ist lustig. Ich kann dir immer mal sagen, dass... What the fuck? Oh damn. Was hast du mir schon immer mal sagen? Boah, du, die Frage ist so schwierig, Alter. Was habe ich dir denn schon immer sagen? Ich mache jetzt etwas, was ganz selten passiert, und zwar das Kompliment. Oh. Und zwar habe ich dir schon immer sagen, dass ich es nice finde, dass du YouTube so durchziehst. Im Gegensatz zu anderen. Gut, mehr sage ich nicht. Dankeschön. Oh! An dir nervt mich das. Oh, fuck. Jetzt wird gefrontet! So etwas richtig Angriffliches. Oh! So ein richtiger Real-Life-Front. Warte, jetzt muss ich aber auch überlegen. Ja, ich weiß nicht, ob das Nerv ist. Aber dir ist immer so, wenn du eine Szene einmal neu drehst, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, du lachst immer so.
Ist dir das mal aufgefallen? Also ist jetzt ja mega... Ja, aber schneid das immer raus. Ich glaube, das wäre immer du. Ja. Das wissen die Leute nicht, was wir Nein, aber bei SRF Youngblood ist mir so aufgefallen. So, aber das ist, hallo. Das ist ein Reset-Knopf. Ja. Hast du das nicht auch so, wenn du etwas Neues sagst, so, oder irgendetwas machst? Ja. Bei mir ist es nicht das. Ich war jetzt nicht so böse gewesen. Ich könnte noch viel mehr sagen. An mir selber stört mehr, dass ich nicht mehr so easy YouTube-Videos machen kann wie vor etwa 2 Jahren. Vor 2 Jahren bin ich einfach angehockt. Ich habe nicht irgendwie ein Take 13 Mal gemacht, sondern ich habe einfach angehockt und aufgenommen. Ja, raus. Es ist auch alles viel chilliger gesehen und das stört mich an mir selber, dass man sich zu viel Druck macht, um irgendwelche Sachen gut aufzunehmen oder so. Das so perfekt muss sein. Ja. Oh, ich habe jetzt voll Bock auf. Ich habe jetzt voll Bock auf Ferien. So richtig irgendwo weggehen. So richtig einfach das Leben chillen und keinen Stress haben. Das erste, was ich über dich gedacht habe, ist... Weißt du das eigentlich? Ja. Ich weiss nur, was ich von dir zuerst gedacht habe. Weil wir sind in St. Gallen gesehen. Ja, dort am Bahnhof mit dem Can. Ohne Scheiß. Also ich sage jetzt mal Real-Life-Experience. Ja. Das erste, was ich über dich gedacht habe, ist, dass du jung bist. Also so jung... Ich sehe jung aus, oder? Nein, so gedanklich damals. Also ich weiß nicht, ob das genau das erste war, aber das ist einfach so ein geblieben ist damals. Ja. Wenn ich 24 Stunden mit dir in einem Raum eingesperrt wäre, würde ich... Ich glaube, dann würde ich einfach mit dir reden. Ich glaube, es ist irgendwie noch spannend, wenn du 24 Stunden in einem Raum mit jemandem eingesperrt bist. Dann kannst du mega viel mit dieser Person reden. Keine Ahnung. Das wird safe cringe werden, nach 12 Stunden, wenn wir nicht weiss, was reden. Ja. Das Letzte! Oh, okay. Ich habe keine Freundin, weil... Es war so klar, dass ich das bekomme, Digga. Ich habe keine Freundin, weil ich mir einfach absolut zu wenig anstrenge. Also weil der Aufwand, eine Freundin zu bekommen, einfach zu groß ist, Digga. Ich hatte eine Freundin vor einem Jahr genau, oder jetzt nicht mehr. Also seit einem Jahr genau nicht mehr. Und irgendwie ist so der Prozess in der Gesellschaft, um eine Freundin zu bekommen, einfach irgendwie so fake, habe ich das Gefühl. Also, weißt du, so beide wissen ja, wenn wir so schreibt am Anfang, beide wissen ja eigentlich so, was man will. Ja. Aber trotzdem, keine Seite so wirklich. Und dann ist es immer so, ja, musst du schreiben. Und dann, aber dann geht es so ein paar Wochen. Ist das nur immer per Chat? Ich meine, du kannst ja jemanden in einem Club oder so kennenlernen oder gerade bei einem Hobby oder du... Ja, das kann schon sein. Ja. Hat es nicht so Girls, die auch so Saltos und all das machen? So nee. dort, wo du... Nee, da gibt es keine Girls. Da gibt es nur so Manns-Weiber. Gar nicht, ich finde das so Dates habe ich noch nie gemacht. Ich finde es etwas Cringes. Ja, es hat schon etwas Cringes. Ich finde das etwas sehr Unangenehmes. Ja. Ich finde es, also eben, wie du sagst, ich finde es nice, jemanden kennenzulernen, so bei einem Hobby oder weißt du so. Ich finde es nice, jemanden zuerst im Real Life kennenzulernen und dann etwas zu machen, anstatt zu schreiben. Und kollegial. Ja. Dann lernst du die Person zuerst kennen. Du musst zuerst, also meine Taktik ist, du musst zuerst mit einem Girl als Bro rauskommen, bevor du eine Beziehung kannst haben. Ist aber wirklich so. Weil du kannst ja nicht eine Beziehung haben, ohne dass du mit einem Girl als Bro rauskommst. Für mich sollte eine Freundin sein, wie ein guter Kollege, einfach nur so mit dem Beziehungspunkt. So. Weißt du nicht mehr? Ja. Eigentlich ist es doch viel geiler, wenn du mit einer Frau so kannst umgehen wie in der Friendzone, als wenn du jedes Mal, wenn du sie triffst, musst du so nervös sein und so. Check dir, was ich meine? Boah, ist noch deep geworden zum Schluss. Oha, wir haben einen Real Talk rausgehauen, alle. Das war das letzte Zeit wieder. Das ist es mit diesem Video. Gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nämlich zu abonnieren und ganz wichtig, Glocke aktivieren. Ja, also, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten. Und schaut bei meinem Video vorbei. Sonntag wieder! Tschüss! Du musst mehr so Power bringen, du musst mehr so